Kapitel 10, liebe Zuschauer, ja, ist irgendwie ein trauriges Kapitel und zwar in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur natürlich, dass momentan gar keine Musik läuft, nee, auch halt bezüglich halt Ereignisse mit Giralt und so, hä? Und vor allem, weil momentan irgendwie keine Lehrer mehr da sind, die uns unterrichten könnten, vor allem mit der Axtfähigkeit. Gilbert ist weg, Alois ist weg, alles von Scheiß, das ist. Ich finde das unpraktisch, ganz ehrlich, im Spiel. Hätte doch irgendwie andere Lehrer hinstellen können, weil ich muss die Axtfähigkeit trainieren von Michael. Mann, das ist doch kacke. Ja gut. Was soll's. Irgendwo hier haben wir Ignaz noch. In dieser Folge ist deswegen geplant, vor allem von den Gegenständen verteilen wir zwar auch eine Option, aber ganz ehrlich, ich glaube, das lasse ich jetzt sogar für heute bleiben. Da wir im Kalender sowieso noch, wir können es ganz kurz mal angucken. Heutiger Tag, ja, Segen der Erde, haben wir, Gewürzfest auch schon gemacht, magisches Phänomen, ja, machen wir jetzt gleich. Das ist dann, nächstes Wochenende machen wir vor allem Kämpfe, dann sind wir wieder hier, also Spiel, hier können wir eigentlich auch noch ein paar Items verteilen dann und hier auch wieder. Und ich sage sogar, hier ruhen wir uns aus. Wäre auch eine Option, wa? Okay, okay. Buh. よし、構図は決まったぞ。 Komposition. Buh. ええ、次の絵の構図です。って、うわあ、先生。いつからそこに？もしかして僕のこと見てたんですか？ああ、いえ、さっきのは違うんです。絵の構図っていうのはその前からここの風景は絵にしたいなって思ってまして、あそこの木、枝ぶりが勇壮ですし、円形の山際の美しい曲線と相まって、あ、もちろんやることやってからですよ。絵にかまけて他をおろそかにはしません。僕にとっては勉学と訓練が最優先です。それが士官学校の生徒の本分ですから。絵はなんというか僕の趣味みたいなもので。皆さん何かありますよね、趣味。先生だって何かあるでしょ？ Jo, ich nehme ab und zu so ein paar Videos auf, stelle sie auf YouTube, sowas nennt man Let's Plays. Kommentiere sie dazu auch noch, da ist, ja, der ein oder anderen freut's. いや、先生はそうかもしれませんが、皆さんありますよ、趣味くらい。読書とか釣りとか昼寝とか。たまたま僕は絵を描くことで大事だと思うんですよね、趣味。気分転換になりますからね。先生も趣味を持った方がいいですよ。無心になれれば何だっていいんですから。ほら、気分転換をすると勉強や訓練もはかどりますからね。ダメですか？先生がダメとおっしゃるならもうやめます。もう描きません。書いてもいいんですか？じゃあそのお言葉に甘えて。あ、でもあくまで趣味ですから、玉の息抜きなので。それでは僕、寮に戻りますね。 Ich finde, das war sogar ein guter Hinweis, beziehungsweise ein guter Tipp. Ich glaube, ich werde Angler. Komm, wir angeln ein bisschen, wa? So, wir gehen natürlich direkt in die Vollen. Das wäre, glaube ich, ein richtiger Angelpart. Oh, ein Goldener. Oh, der ist schnell. Ah, Mist. Ich müsste eigentlich mehr exzellent bzw. am Schluss perfekt haben, damit der Dozentenrang besser steigt. Nee, blau interessiert mich ja nicht. Das ist schon besser. Aber ich glaube, es soll sogar noch irgendwie ganz andere Fische geben. Beziehungsweise Violetten, irgendwie echt noch so weiße und violette angeblich.
Angeblich soll es ja auch irgendwie einen Fisch geben, und zumindest Fisch-Silhouette, die einen Nozentenrang direkt um 500 Punkte erhöht, wenn man es auf Exzellent schafft. Das finde ich dann schon ein bisschen... Hui, 500, das ist viel. Jetzt kriege ich immer so 50 oder 100. Natürlich auch cool, hä? Gar kein Thema. Wenn es noch höher geht, hätte ich auch nichts dagegen. Mann! Alter Michael, ein bisschen der Konzentration. Mann! Alter, das... Boah, ein unterschiedlich schnell. Ja, das muss besser gehen. Ich krieg nur noch 50 Punkte, das ist doch schwach. Da dauert das Level 100% Rang ja Ewigkeiten. Oh, ist der Fisch jetzt weg? Mann! Es sind nur 4 gewesen. Ey, Mann, es sind nur blaue gekommen. Mann! Ich hab's echt nicht mehr drauf. Nochmal Schmeißfliegen, wa? So. Ich brauche mehr Köder. Mann! Ja, der Rang erhöht sich zwar, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Kann wieder mal ein Gold noch kommen? Mann. Geht doch. Bringt zwar nicht so viele Punkte, wa? Scheibenkleister. So, komm. Kommt noch was Besseres? Ernsthaft. Das ist nicht mein Tag. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Hallo, Fischlein, wo seid ihr? Ich würde doch gerne braten. Ne, verkaufen vor allem. Sag mal, kann wieder mal ein roter kommen? Hallo, rot. Oder so. Das war gerade, ja. Eine billige Insektenlarve. Also ein billiger Köder, meine ich. Nein, da geht nicht. So. Ja, Fischen bzw. Angeln entspannt richtig. Oder? Ich weiß nicht so recht. Ja, Punkte verdienen und Geld verdienen, das entspannt schon. Und wieder ein leuchtender
So. Na komm, wo sind die goldenen, die scheinenden? Nee, kein roter. Komm schon. Das ist nicht, ey. An den 4. Mal muss er eigentlich schon rein. Dann kommt der Köter da weg. Der Köter! Ja, Punkte verdienen leicht gemacht. Einerseits, ja, andererseits, wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Das ist einfach. Das ist auch das Fisch-Event, das Angel-Event, das momentan ist das Falsche, weil wir hatten ja schon mal so ein Event. Ich habe es ja damals nicht geschnallt, weil ich das alle nicht geangelt habe. Aber doch mal irgendwie so ein Event, wo wirklich hier ein leuchtender goldener Kreis im Wasser war. Ich glaube, das wäre perfekt gewesen für die ganz seltenen Fische. Ja, habe ich halt vergeigt damals. Ich hoffe halt, der kommt wieder. Nein. Ja, sobald ich einen roten und einen gelben haben, muss ich ihn eigentlich nehmen. Sonst die Chance, dass da nichts mehr kommt, leider groß. Mann, da gibt es ja wieder noch den letzten. Ja, so wichtig gar nichts einbringen. Kleiner Blau. Nö. Großer Blau. Nö. Kleiner Blau. Nö. Kleiner Blau. Nö. Und Fisch weg. Köder weg. Nee, da bin ich jetzt. Nee, ich will nicht so kleine Fische haben, so billige Fische. Nee, 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 nee. Ich will da ein bisschen was mir entspricht. He? Alles unter Rot ist nix. Ja, Leop. So, das bringt hoffentlich nachher viel Kohle ein. Groß und blau. Groß und rot. Perfekt. Zack. Ich frage mich, was auf B Plus eigentlich ein neues gäbe. Und also so überlegt, weil eigentlich, also die geraden Ränge, sag ich jetzt mal, also D, C, B und A, die erhöhen ja unsere normalen Punkte, die wir haben. Also die Dozentenpunkte. Nicht Dozentenpunkte. Die Aktivitätspunkte, die wir jeden Monat haben. Und mittlerweile ja auch die Adjutanten, die wir haben können. Ja? Also ab bei B Plus dürfte eigentlich da bei den Adjutanten im Kampf nichts passieren, also der Wert erhöht. Das dürfte erst bei A wieder der Fall sein. Ich frage mich, B Plus, ist das mit den Rängen? Mit den Kämpfen meine ich, mit der Anzahl Kämpfe. Weil da haben wir quasi noch nur 2, die wir pro Tag ausführen können. Obwohl wir ja das schon auf C Plus hatten. Deswegen frage ich mich halt, könnte es sein, dass bei B Plus dann, dass wir dann im Kampf mehr raustragen können. Natürlich ein Aktivitätspunkt mehr, das auch, aber ansonsten wird sich im Kampf selbst mit den Adjutanten und so da noch nichts ändern. Das erst bei A dann. Oh, Rang A, hey. Das könnte eine Weile dauern, bis ich den habe. Im Prinzip ja darf jedes Wochenende fischen, dann könnte ich es mir durchaus vorstellen, egal ob jetzt irgendwie ein Event ist oder nicht, weil du verdienst ja gut Geld mit dem Fischen, kannst immer eine neue Köder kaufen und so, erhöhten Dozentenrang, also kann man durchaus vorstellen, dass es so dann reichen würde. Für A, vielleicht sogar A+, was kommt nachher, sogar Dozentenrang S. Ja, ich jetzt zwar eher weniger, aber wer weiß. Oder X, genau Dozentenrang X. Ja, haben wir schon vergeigt? Ja, wieder vergeigt. Hätten roten nehmen sollen. Gut. Oh, den natürlich. Zack. Zack.
Und eingetütet. Was ist für einer? Silber? Ja. Ach ja, Freunde, angeln. Schön einen angeln. Dann noch ein paar Support-Gespräche führen. Heute also ein bisschen eine chillige Runde. Nächste Folge vermutlich zuerst wieder ein paar Unterrichtsstunden. Und dann ein paar Kämpfe fürs nächste Wochenende. Ich werde gerade überlegen werde, ob ich da ein bisschen durch Fee oder Petra noch ein bisschen mehr leveln soll, damit die dann fürs übernächste Wochenende nochmal am Turnier teilnehmen könnten. Ja, warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, dann würde es eher bei Petra machen. Und Petra vor allem ein bisschen mehr Power geben. Kann ich ja theoretisch jetzt schon, aber ich will es eigentlich erst Level 20 haben und dann direkt entwickeln mit dem Oberstufensiegel. Dann kriegt es ja sowieso noch ein bisschen Power dazu. So, Petras Assassinin, die wird doch hoffentlich relativ viel Damage machen, vor allem noch häufiger kriten. Also will ich hoffen, weil das, was man momentan abliefert, ist irgendwie nicht ganz feierlich. Vor allem meistens beim letzten Mal. Die können irgendwie zweimal angreifen oder viermal angreifen, immer beim letzten Move da krittet sind. Denke mir so, was ist los mit dir, Mädchen? Und vor allem muss man mir angewöhnen, da ein bisschen mehr die Fertigkeiten zu gucken. Das heißt, vor allem mit Ferdinand, dass der ein bisschen mehr mit ihr unterwegs ist und er dann halt durch seine Fähigkeit ihre Behendigkeit erhöhen kann. Weil müssen noch mehr kriten, rein theoretisch. Aber ja, Crit-Chance sowieso immer so etwas. Du kannst einen Charakter haben, der hat den Crit-Wert im Kampf von, sagen wir, 60 oder sogar 70, kritet nicht. Und dann kommt der Gegner mit der Crit-Chance von 1 und er kritet. Ja. Ist halt so mit dem Zufall, wa? Zufall macht, was er will. So wie hier auch. Und perfekt gemeistert. So. Einmal noch, Leute, dann sind wir hier durch, dann die Fische verkaufen für ein bisschen mehr Kohle, dann ein paar Gespräche, und je nachdem wie weit wir dann sind. Ich bezweifle zwar, also ich glaube schon, dass wir schon am Ende sind dann. Hätte ich gesagt, wir werden eine Unterrichtsstunde oder machen die Unterrichtsstunde doch jetzt schon und die Gespräche in der nächsten Folge zu Beginn weg und dann die Kämpfe. Ja, eigentlich auch eine Option, hätten wir heute noch ein bisschen mehr als nur hier einfach so, ja. Nichts quasi. Ja, wobei nichts ist ja nicht, ist ja Angeln, bringt schon was und so. Er ist immer gut drauf. こちらでよろしいですね。ありがとうございます。こちらでよろしいで、ありがとうご、こちらでよろしいですね。ありがとうございます。こちらでよろしい、ありがとうご、こちらでよろしい、ありがとう、こちらでよろしいですね。ありがとう、こちらでよろしいですね。ありがとうございます。 Ja. Okay, die bringen jetzt wieder nichts mehr. Aber ich kann es sonst eh nicht gebrauchen, also weg damit. So. Sind auf 6000. Also viel höher als wir vorher waren. Dozentenrang, schön gelevelt. Kann man so machen, war. Wir können noch Insekten laufen, aber nee, will ich jetzt nicht mehr. So. Wir haben noch einen Punkt. Was gebe ich denn jetzt aus? Verkochen müssen wir mehr von Materialien da noch haben. Gemeinsames Mittagessen haben wir eigentlich schon. Die Teeschule mit Elga bringt nicht viel, das hatten wir ja schon mal. Doch noch das hier einfach. Ah, gut, ihr braucht zwar ja, noch die eigenen Dinge, das stimmt. Also die eigenen Zutaten meine ich halt. Die
bereits eingeladen, das ist auch korrekt. Leonie vielleicht plus. Das geht eigentlich nicht. Hey, hat er nicht 3 Stück zum Essen eingeladen? Ernsthaft? Okay. Und dann haben wir Dorothea und Leonie kommen. これ多分好きだったよ。 Jo, finde ich auch. Sehr gut. Es ist vorbei. Der, sagen wir jetzt mal, Scheißtag, ja? Okay, gehen wir zurück. Und machen eine kleine Unterrichtsstunde. Mal gucken, die Gruppenaufgabe, hä? Da ist nichts mehr da. Aber warte mal, ist jetzt... Sie ist natürlich jetzt unterwegs, wa? Oh, scheiße, deswegen. Weil sie unterwegs ist, deswegen kann sie natürlich jetzt hier nicht dran teilnehmen. Dann machen wir so, Edelgard und Petra. Ne, sie hat schon C, muss eigentlich da nicht dran teilnehmen. In Kritis. Alter. Ingrid ist Pegasus-Ritterin. Sie ist nur auf D+. Petra als Tibin ist auf C damit. Das ist schon ein bisschen traurig, leider. So, Einzelunterricht. Hubert, du hast doch noch irgendwie dein... Ne, Sigurd-Skill hast du bereits? Okay. Machen wir doch Edelgard. Denn du musst vor allem mit dem Fliegen noch ein bisschen höher. Sonst wird der Hübenritter nichts für dich. So, und jetzt kriegst du nachher direkt so mit. Vielleicht die Axt noch. Die ist zwar schon auf B, aber... Okay. Kaspar. Kaspar. Machen wir jetzt so den Kaspar. Ich weiß nicht deine stärkste Fähigkeit und so, aber du musst da... Ich hätte bei dir gerne ein bisschen mehr Bataillone. Faust. Ja, machen wir vielleicht noch irgendwie... Ja, fast. Was machen wir mit Felix? Der muss mit dem Schwert noch hoch. Weiß man sein Secret-Skill. Plötzlich haben die Leute keine Motivation mehr. Was ist los mit denen? Vielleicht können noch trainieren. Ja, viel habe ich eh nicht mehr. Dorothea, wie sieht's mit dir aus? Du hast da... Das ist alles cool. Bei dir doch auch gern. Das ein bisschen höher. Sehr gut. D plus sogar C für die Magietruppen. Das wäre geil. Das würde mich freuen. Flehen, ja, habe ich sowieso zu selten leider im Einsatz. Ich weiß gar nicht, was ich mit der groß machen soll. Leider muss ich sagen, leider. Bei denen ist natürlich ein bisschen was anderes. Sie ist schon auf B+, das passt soweit. C+, glaube für die Assassinen reicht es ja auch schon. Warte noch ein bisschen. Ferdinando Egil ist auch schon auf C da. Der Rest ist auch schon gut. Ich habe keinen Plan. Ja, für sie, weil den Rest wüsste ich jetzt nicht, was er noch groß machen soll. So. Und wir sind durch, Freunde. Ah, Wochenunterricht. Und dann frag mal. Unmöglich satt werden. Das ist jetzt so wählerisch. Ist es einfach. So. Natürlich. Was Sensei sagt, leuchtet immer ein. Alter. Wenig Aufrichtmaterialien können Ziel ändern. Nee, ich will, dass du Pegasus-Ritter bleibst. Nächste Stufe wäre für dich der Wyvern-Ritter, weil der Falkenritter, die letzte Stufe, kommt erst auf Level 30 dann, also noch nicht ändern. Ihr macht das schon.
Yes, Alter, das ist auf Rang A. Fossil 4. Sturmlanze. Meteor. 伸び盛り見て Lanzenbrecher. 歌姫だった頃も Axtbrecher. Das hat sich gelohnt, Freunde. Was ist los? Ja. Muss, glaube ich, nicht irgendwie direkt hin, oder? Also, ja, ich kann es so machen, aber ich kann trotzdem nachher Kämpfe noch wählen und so. 女神様に届くといいわね。皆さんと一緒に歌うのって感謝します Oh Mann, er wird den ganzen Monat so scheiße drauf sein, aber ist natürlich auch verständlich, ja. So, Freunde, dann würde ich aber wirklich sagen, wir machen in der nächsten Runde. Examen bringt natürlich jetzt noch nicht so viel, außer... Eigentlich kann ich... Aber ist sehr viel jetzt... Ja, ich muss entweder das Schwert oder Axt noch erhöhen, damit es so ein bisschen höher wird. Vielleicht nicht irgendwie jetzt direkt so schnell die Charaktere hin und her wechseln. Nee, geht nicht. Bei Edelgard, bei der ist ja der Wüstenritter, aber hatten wir schon mal, es ist noch, jetzt 75%, wäre ein bisschen höher, wa? Sollen wir es riskieren, Freunde? 75 kann funktionieren, aber auch nicht. Aber speichere jetzt mal, machen es in der nächsten Folge, wa? Versuchen es zumindest, oder eben noch warten, bis Fliegen noch ein bisschen höher ist. Dann sind wir bei 100%. Also warte mal, machen wir es jetzt. Da. Kassenfertig an Spezialisten. Hier, Axt plus Kritten. Ja, das Krieger hätte ja ein bisschen mehr KP. Hier wäre es noch ein bisschen schneller. Also, ich meine, so generell gesehen wäre natürlich schon geil, wa? Was sind auch die Wachstumswerte gut? Hätte ich so gerne mal einen Wüstenritter im Team. Und wir kämpfen wieder erstmal noch ein paar Runden und schauen uns dann an, weil wir haben noch ein paar mehr, die so weit sind, wie Raphael und Ingrid und so. Kampf. Wir können immer noch leider nur 2 Stück wählen. Was wir aber sicher machen werden, ist nicht diese Sidequest, lasse ich jetzt mal außen vor. Ist es klug, weil es sind 3 Stück, die wir noch brauchen und bis Ende Februar. Warte mal. Noch 2 Wochenende, ja, da müsste eigentlich schon gehen, oder? Also deswegen hätte ich gesagt, wir machen... Oh. Kampf in den Bergen. Doch, wir riskieren es, auch wenn es empfohlen Level 23 ist, aber wir kriegen es trotzdem hin. Da müssen wir gucken, ob wir das auch machen sollen. Ich meine, optionaler Kampf, ja, wir sind schon ein bisschen sehr stark. Vielleicht doch eher die hier, weil die können wir langsam. Die anderen Kämpfe können wir vergessen, weil die sind viel zu schwach und so mittlerweile und bringt uns auch nicht mehr so viel. Das hier, aber mit Fleisch wieder rein auch nicht mehr so viel machen. Ja, ich würde sagen, das versuchen wir in der nächsten Folge und vielleicht noch den hier unten, die Besten der Besten. Mal schauen, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen wieder mal und bis zur nächsten Folge bei Fire Emblem Three Houses. Ciao zusammen.